Ich rede sehr gern ganz entspannt über das Evangelium. Und wir sind ja jetzt gerade in dieser Predigtserie entfesseltes Evangelium. Das heißt, das Evangelium geht um die Welt herum, es ist entfesselt und alle Menschen hören die gute Nachricht. Und wir haben das schon in der Serie vorher gehört, dann kommt dann einmal so das Gefühl, so, jetzt muss ich irgendetwas machen, auf die Straße rausgehen, mit einem Plakat rumrennen oder irgendwie so. Und darum kann ich so entspannt darüber reden, wie wir genau in dieser Serie eben das angeschaut haben, dass das nicht so muss sein, sondern dass das kann so sein, wie du gemacht bist, so sein, wie deine Art ist, dass du so das Evangelium kannst erzählen, was dir liegt, auf deine Art und Weise. Und das finde ich eben sehr entspannend. Dass ich nicht eine Rolle muss einnehmen muss, so, jetzt bin ich der Evangelist, zack, jetzt muss ich das machen, sondern ich kann so sein, wie ich bin. Und ich kann so reden, wie mir der Schnabel gewachsen ist, im Büro, in der Familie oder vielleicht eben auf der Straße, oder? Wenn für das jemand das ist, dann mach das, oder? So ein bisschen das Konfrontative, auf die Leute zugehen, ein Gespräch anfangen. Genau. Wenn das nicht dein Platz ist, dann gilt es die Frage zu stellen, ja, wo denn, oder? Wo willst du dieses Evangelium erzählen? Weil grundsätzlich ist es so, ohne dich, ohne euch, ohne mich, geht es einfach nicht. Gott hat zwar alle Macht und ihm ist nichts unmöglich, das glauben wir von Herzen, aber er hat sich entschieden, das Evangelium, das will ich nicht allein verkünden. Und mit meinen Heerscharen von Engeln, sondern ich will dich und dich und dich und dich und dich und dich und mich. Und uns alle. Er will dich und mich brauchen. Und das ist eine Ehre, können mit ihm da Schritt für Schritt auf dieser Welt das Evangelium zu verkünden. Zusammen das Evangelium zu verkünden und genau wie deine Art ist, genau so wie du tickst, genau so das, was deine Leidenschaft ist, über das kannst du reden und dort hin. Weil das Ziel an dieser Sache ist, dass alle Menschen Jesus Christus begegnen, irgendwie, oder von ihm hören, oder das ist das Ziel. Und es sind eben genau auch die Menschen, wo nur du einen Zugang hast. Oder wenn die mich nur schon hören, das Maul auftun, denken, was, schon wieder so ein Frommen, und so, oder? Aber wenn sie dich hören, dann denken, das ist jetzt noch spannend, wie der das überbringt, oder? Versteht ihr? Es braucht, nur du hast Zugang zu dem Umfeld, wo du drin bist. Und darum braucht er dich, will er dich brauchen, in diesem Umfeld ein Zeuge zu sein. Und wir haben das letzte Mal ein bisschen gehört, was das bedeutet, ein Zeuge zu sein. Und für alle Gäste, die da sind, das erste Mal da sind in dieser Serie, hey, ihr müsst unbedingt die anderen Predigten anhören, oder? Die eine ist ein bisschen länger gegangen. Gut, da kommen wir später nochmal drauf zurück. Und da möchte ich sagen, hey, schau, es ist einfach so, zum Beispiel kenne ich eine Autogarage, oder? Die ist schon eine Autogarage, aber sie ist zur Hälfte auch ein Saloon, oder? Und dort, am Freitagabend, hocken die Typen drin, die Benzin im Blut haben. Oder? Das sind die eigentlich gerade nach dem Arbeiten direkt dorthin gehen und noch selber an dem Karren rumschrauben oder am Töffel rumschrauben. Und die haben Benzin im Blut, die sind genau dort. Und ich kann euch sagen, never ever würdet im Sonntagmorgen mich hören. So gut predige ich dann auch wieder nicht, oder? Weil, weißt du, was am Sonntagmorgen ist? Oder den ganzen Sonntag oder am Samstag schon? Das ist ein Tuning-Treffen. Ist klar, da trifft man sich auf dem Flughafen irgendwo, oder? Und dann schaut man die schönen Autos an und wow, breit, wow, schön, wow, chrom und so weiter, oder? Ja, genau, aber für genau diese Leute braucht es am Freitagabend den Car Saloon, weil sie dich dort treffen. Und dort kann der dort ist, der das gehört, die dort arbeiten, die können das Evangelium Schritt für Schritt weitergeben. Und die hören es oder sie sehen es und denken, merken, dass jeder auf seine Art soll gebraucht werden, da drin zu tun. Und das ist schön. Wie spielen wir doch mal das Ganze durch, oder? Es ist doch eigentlich unsere Leidenschaft oder unser Wunsch, dass alle Menschen Gott irgendwie anrufen, oder? Und zu ihm kommen. Das wünschen wir uns, ja, ein Stück weit, oder? Aber wie machen sie das, wenn sie nicht an Gott glauben? Das macht ja niemand, oder? Wenn er nicht mal weiss, dass es einen Gott gibt, dann ruft er ihn auch nicht an. Das ist doch ganz eine logische Schlussfolgerung. Ja, wie sollen sie denn auch an ihn glauben, wenn es ihnen niemand sagt? Das ist einfach nicht möglich. Irgendjemand muss es ihnen erzählen. Irgendwo müssen sie es doch mal hören. Und darum gibt es eben genau die Car Saloons oder eben andere Sachen, Ideen,
ich meine, da gibt es so Skaterbahnen und Zeug und Sachen, die christlich geführt sind. Und dort sind die Samen, die da rausgegeben werden, in die Menschen hinein, in die Kinder hinein, in die Teenager hinein. Jeder, wenn er kann, wenn er geflickt ist oder gestrickt ist, sagt man, gell? Ja, geflickt sind wir ja. Gut, das ist eine Predigt für sich wert. Jetzt habe ich da mein Flipchart dabei und ich werde jetzt mal ganz kurz noch praktisch werden. Ganz praktisch. So, erstens, zweitens, drittens. Wie könnte man denn das machen? Oder wie kann man Leute auf deine Art, wie du bist, vom Evangelium erzählen? Und da habe ich, also nicht ich, das habe ich natürlich abgeschaut, da gibt es gute Bücher. Wie können wir ein Segen sein für die anderen Leute, oder? Und ich kann das so ganz praktisch mit euch durchgehen. Jeder Buchstabe da steht natürlich für einen Satz oder für eine Tätigkeit und es ist natürlich ein frommes Wort und so, das ist ja klar, das ist einfach so bei uns. Ja, oder? Macht ja Sinn, oder? Also S, für was könnte S stehen? He? S steht für Starten mit Gebet. Oder weil, ja, da beim G geht es auch, aber da haben wir etwas anderes. Da kann nicht, genau. Oder starten mit Gebet. Das ist so der erste Teil. Und ich glaube, das ist etwas vom Wichtigsten, was uns vielleicht manchmal ein bisschen abhanden kommt. Oder? Also ich entdecke es ja bei mir. Da lese ich etwas in der Bibel, am Morgen früh oder am Abend spät und so. Und dann kommen noch meine 5 Anliegen. Also das bin ich, meine Frau und ich. Oder? Und dann ist der Abend eigentlich schon durch mit den Gebetsanliegen und dann gehe ich pausen und Herr segne meine Gedanken und dir gebe ich meinen Geist und so. Einfach wie man das ja macht oder ich es mache. Aber, versteht ihr, es ist noch wichtig, da ist gar kein Platz für die im Karlsruhe. Oder? Da bin ich ja manchmal auch. Oder ich habe gar keinen Platz für die Leute, die habe ich irgendwie weggemerkt. Und die letzte Predigt ist der Hannes ja so ein Stück weit ein bisschen in die Richtung gegangen. Ohne Druck natürlich, aber ich habe gemerkt, hey, ich muss da mal meine Listen überdenken. Oder? Und ich habe jetzt wieder eine Liste gemacht, hat jetzt eine Person drauf. Oder? Weil das ist das Problem am Pastor, oder? Du kennst ja nur Christen. Oder? Aber immerhin eine habe ich auf meine Liste gebracht. Oder? Und dann habe ich auch gesagt, ja weißt du was, du kannst die ja korrigieren, die Listen. Oder? Du könntest noch einen zweiten, einen dritten drauf tun. Du kannst mir das ja sagen, oder? Ich fange jetzt an für den, auf jeden Fall mit dem einen. Ja, fange ich jetzt mal an, oder? Für den bete ich jetzt. Und so starte ich mit Gebet und auch mit dem Gott, wo er mir sagen kann, hey, da kommt doch noch der und kennst noch der und dieses und jenes. Und das finde ich ist wirklich nochmal eine coole Erinnerung vom Hannes letztes Mal in der Predigt, dass wir da einsteigen können und einfach mit Gebet starten. Die Leute im Herzen bewegen, in unserem Geist bewegen, dann kommen sie uns immer wieder mehr in den Sinn und auch vor Gott die Leute zu bewegen, die da drauf ist. Und dann E ist der zweite Punkt, oder? E, es ist jetzt noch schwierig, aber ich finde es eigentlich recht clever, oder? Jetzt muss ich noch spicken. Ich habe es vorher gerade gelesen, aber schon wieder vergessen, wie ich da war. Ah ja, genau. Erst zuhören. Ha! Den finde ich super. Weil ich bin ja, kennt mich ja schon, die einen, und sonst bin ich ja nicht umsonst Pastor, oder? Ich schnarre gern. Und ich bin der Erste, der einfach gerade anfängt zu erzählen und von mir erzähle ich und Zeug und Sachen, oder? Aber einer von diesen wichtigen Punkten, ein Segen zu sein, ist auch das erste Mal zuhören. Das erste Mal Fragen stellen. Weil mich ja gut, in meiner ersten Predigt von dieser Serie habe ich gesagt, ja, du herausfinden, oder? Was ist denn der andere, was beschäftigt der andere, welche Ängste sind da, auf was wollen wir reagieren und so weiter. Und da merke ich, ja, da musst du doch zuhören zuerst. Und da ist mir etwas in den Sinn gekommen, ich habe mal vor langer Zeit das gelesen, oder? Wir haben so die 5 Fragen, oder? An den Händen. Das da ist die Frage, hey, was ist gut gelaufen? Da kannst du jeden fragen und dann, ja, weißt du, und dann habe ich im Fall, das war super gewesen und die Sitzung dort, das war echt der Hammer gewesen und so. Und dann kommt der zweite Finger, das ist der Zeigefinger, hey, was hast du denn gelernt, oder? Also so, das kannst du musst ja nicht gerade warten, oder? Sondern kannst du so, ah ja, das ist aber super, dass die Sitzung gut ging. Ah, was hast du denn da dabei noch gelernt, oder was hast du mitgenommen? So, ja, das war super gewesen, ich habe nämlich gelernt, weil das und das und dieses und so. Und dann denke ich, ja, aber du, so Sitzungen, gell, ich meine, was hat dich denn aufgeregt, oder? Oh, aufgeregt, ja, mein Chef und das und dieses und so weiter. Das meint nicht persönlich nehmen, das ist wirklich nur eine Frage.
Genau. Oder? Und dann kannst du ihn so durchfragen, oder? Was ist alles nicht gut gelaufen, was hast du gelernt, was ist nicht gut gelaufen. Das ist der Ringfinger, das ist der Beziehungsding. Oder? Hey, ja, und was hat das jetzt mit der Beziehung? Weißt du, die Sitzung, oder? Was hat das jetzt gemacht zwischen dir und dem Chef? Oder? Ja, jetzt sind wir wieder Best Buddies und so, der Umsatz stimmt und los. Und okay, und dann der Kleinfinger, oder? Du, wo könntest du noch etwas ändern oder verbessern oder so? Das ist ja der kleinste, der Mangel, oder? Ist das quasi der... Da fehlen 4 Santi bis rauf, oder? Und dann, genau. Dann kannst du so Fragen stellen und du kannst die Fragen im Fall überall stellen. Und mit jedem. Du musst es nicht gerade so therapeutisch machen, weil dann merken sie es, oder? Mein Schwiegervater ist einmal gut und sagt, ja, jetzt bist du wieder auf dem Therapeut gegangen. Und ich, ja, Entschuldigung. Dann fange ich wieder von neuem an. Einfach auf einen anderen Weg, oder? Bis das halt, genau. Oder aber mit diesen Fragen lernen wir unsere Gegenüber doch kennen und probieren das jetzt, oder? Wir haben nachher noch das Mittagessen und Foyer und wir testen das. Und es ist ja einfach, jeder hat seine Hand dabei und dann können wir da. Und dann das Zweite ist, das Gehen, das ist mein Lieblings. He? Ha! Gut essen. Ihr kennt vielleicht den Alpha-Life-Kurs. Und beim Alpha-Life-Kurs, den isst man zuerst. Ja, warum? Weil man dann die 5 Fragen stellen kann. Und weil man dann miteinander unterwegs ist und einander kennenlernt. Und ich sage immer so ein bisschen, gell, Glauben geht durch den Magen. Das ist nicht nur die Liebe, sondern eben auch der Glaube. So im Alpha-Life stimmt das ein Stück weit. Weil man gut isst und dann ist man entspannt und man redet miteinander. Und dann vielleicht ist das so ein Punkt, wo du sagst, hey, mit wem könnte ich nächste Woche mal essen? Und dann nimmst du zuerst mal einen Frommen, oder, wo so geht, und dann tust du die 5 Fragen stellen und dann merkst du, es klappt, oder? Und nächste Woche nimmst du mal einen, wo genau. Und dann stellst du die 5 Fragen an und dann weißt du, wo er ist. Und dann vielleicht hüpft er dann auf die Listen und du kannst mit Gott reden, hey, jetzt bin ich mit dem Hans essen und soll ich den auf die Liste nehmen, oder? Und dann, ja, Gott wird dir schon sagen, wie es da ist, oder? Wir sind ja ein fließender Prozess und so. Und dann kommt N, oder? Das ist auch noch wichtig. Oh. So, Nächstenliebe. Also dem anderen einmal zeigen, dass man ihn gern hat. Nicht nur so, hey, du bist ein paar mein Bekehrungsobjekt, oder? Mein Skalp, den jag ich jetzt, oder? Die schleiche ich hinein rein, bis ich dich wünsche, oder? Sondern auch, hey, es soll echt sein. Auch. Und darum ist das eben so wichtig. Weil vielleicht ist das ein jahrelanges Prozess. Vielleicht ist das etwas, wo du wirklich Zeit und Freude und Geld und Energie investierst, oder? Weil wir eben auch helfen zügeln oder dort sind oder mal zum Mittag einladen. Aber einfach, dass die nächste Liebe, dass man merkt, hey, der hat mich gern. Das ist eine Beziehung, da ist etwas dran. Ich sage nicht, dass Wildfremde musst du da drauf nehmen, oder? Das sind vielleicht Leute, mein Einer, der kennt mich jetzt schon ein Zeitchen, oder? Aber er kommt jetzt erst mal richtig auf die Liste, oder? Nein. Genau. Oder? Versteht ihr? Das habt ihr verstanden, genau. Und dann jetzt, oder? Nach all dem Segen, oder kommt, erzähle deine Geschichte. Genau. Erzähle deine Geschichte. Irgendwann in dem ganzen Kuchen hinein, über die Monate, Jahre, was auch immer, wo du da dran bist und dich einfach darauf einlässt, kommt ein Augenblick, der wird kommen. Und er dich fragt, was machst du eigentlich am Sonntag? Wieso bist du am Sonntag nie an dem Tuning-Treffen? Das ist die Frage aller Fragen, wo du dann kannst du etwas sagen. Oder im Büro, wo sie dir sagen, du, wo bist du am Wochenende? Ja, mit so Leuten unterwegs. Ja, wo denn? Ja, und dann knurrt und dann vielleicht sagst du, dass du im Alpha-Life-Wochenende bist oder im Gottesdienst. Irgend so. Aber es kommt irgendwann der Punkt, wo du deine Geschichte kannst erzählen. Deine Art, dies, wie du gelismet bist, wie du geflickt bist und. Und bitte, dann geht es um deine Geschichte. Ich habe sogar einen roten. Deine Geschichte. Nicht die vom verlorenen Sohn und vom verlorenen Schaf. Nicht die von deinem Kumpel. Nicht die von einem Supermissionar oder irgendjemandem, wo du erlebt hast, oder von einem Buch oder von einem Pastor aus den USA. Nein, nicht die Geschichte. Auch nicht das Wunder aus Afrika oder irgendetwas. Nein, deine Geschichte. Deine Geschichte. Wie du
warum du an dem Sonntag dabei bist und warum du Jesus begegnet bist und wie er das dann gegangen ist und deine Geschichte. Wie du Wahrheit gefunden hast, oder? Du kannst sagen, hey, ich bin so auf der Suche nach der Wahrheit, dann habe ich sie gefunden. Oder wie du zum Beispiel Scham überwunden hast. Ich habe mich so geschämt über das, weil ich meine Erwartungen nicht erfüllt habe. Dann habe ich Jesus getroffen. Oder dann vielleicht, ja, ich habe so Hilfe gebraucht. Und dann hat mir irgendeiner auf der Straße für mich gebetet und dann, boah, oder? Und vielleicht ist es so gewesen. Oder wie du Sicherheit für den Himmel gefunden hast. Heilsgewissheit, so unter unserem Ding, oder? Oder wenn du hast Lasten loslassen können. Das sind die Geschichten, die dann die Menschen auf dieser Liste hören können. Deine Geschichte. Und nicht einfach, Gott ist gut und du sollst und du bist, sondern hey, ich habe gesucht, mein halbes Leben lang, aber nicht gefunden, bis dann und so weiter, oder? Dann kommt deine Geschichte. Und wir sind so schnell geneigt, irgendeine coole Geschichte zu erzählen. Aber es ist deine Geschichte, die bewegt. Es ist deine Geschichte, die Gott brauchen will. Und das ist ganz, ganz wichtig. Oder? Und da ein super Beispiel. Da haben sie mir gerade die Hosen abgeschneckt. Da bin ich doch oder, mit so Ballon am Ostermarkt. Nein, der heisst Ostermarkt, ich weiss. Der Ostermarkt, oder, da mit so Ballon. Und dann hast du unten so Zettel, wo Gebetsanliegen kannst du draufschreiben. Dann sind wir zu den Leuten und sagen, ja, haben sie Gebetsanliegen und so. Oder? Dann kommt da so ein Girl, jung und so ein bisschen... Ja, was macht ihr da und so? Ja, eben, Gebetsanliegen in den Himmel und Gott gehört es dann und so. Aha, ja, kann ich das machen? Ja, sicher, mach das, ich schon Freude gehabt, oder? Da wird schon Ballon los und so. Dann sagt sie, ja, hast du das schon mal erlebt? War geschwind, ja, schon. Ja, wann denn konkret? Weißt du? Dann haben sie da angefangen, meine Hosen abzuschneiden, oder? Wir haben mit der kurzen Hose da gestanden, im Sinne von, ich nicht gewusst habe, was sagen. Also ich habe dann schon gewusst und ein bisschen etwas rumgestammelt und Gott ist groß und so. Aber hey, dann ist es mir so bewusst worden. Ich stehe mit dem blöden Ballon dort draussen. Ich tue mich, ich weiss nicht was, outen und das ist gar nicht meine Art. Ich habe es einfach gemacht, weil ein Pastor das bei dir muss machen, oder? Stehst dort raus, oder? Und bist nicht parat, oder? Und das ist genau der Punkt da. Da müssen wir parat sein. Da musst du eine Geschichte bringen. Da musst du wissen, was du erzählen willst. Und das schauen wir jetzt miteinander an. Meine Geschichte mit Jesus Christus. Meine Geschichte mit Jesus Christus, die sollte... ich will gar keinen Druck machen. Aber es wäre schön, wenn ihr die noch kennen würdet. Oder? Und es wäre schön, wenn ihr die in 5 Minuten erzählen könntet. Das wäre schön. Weil wir sind keine Theologieprofessoren. Wir müssen den Glauben und Jesus Christus überhaupt nicht verteidigen. Wir haben auch nicht irgendeine Lehrmeinung, die wir durchdrücken und vertreten und Zeug und Sachen, sondern wir können unsere Geschichte erzählen. Weil es ist einfach so, niemand kann etwas sagen gegen das, was du erlebt hast. Oder wenn ich jemandem von meinem Autounfall erzähle und wenn ich dann gemerkt habe und dann auf die Knie bin, dann kann er nicht sagen, ja, das ist doch Blödsinn, oder? Nein, das ist überhaupt kein Blödsinn, das war einer meiner tiefsten Augenblicke in meinem Leben gewesen. Und jetzt hören wir mal zu, was der Jesus gemacht hat. Ja, der Jesus, das ist doch alles nur Märchen. Nein, das ist überhaupt kein Märchen. Weil wo Jesus Christus in mein Leben hineingekommen ist, da hat sich im Fall etwas verändert. Aber im Ernst jetzt? Aber ich habe gemeint, die Kirche, diese... Nein, hey, ich muss das mal wirklich erklären. Oder der Jesus, der lebt im Fall. Ich habe das auch nicht geglaubt bis dort hier. So, eure Geschichte zu erzählen. Weil es kann niemand ein Argument... Oder wenn du kommst und sagst, ja ich habe die Wahrheit. Und also Wahrheit gibt es einen Haufen. Oder? Und dann bist du schon in einer Diskussion, die nichts nützt. Und darum ist deine Geschichte so wichtig, dass du das erzählst, was du erlebt hast, wo du fit drin bist. Denn Römer 10, 14 bringt es absolut auf den Punkt. Also es ist der Paulus, der das schreibt und das auf den Punkt hat. Wie aber sollen die Menschen zu Gott rufen, wenn sie nicht an ihn glauben? Wie sollen sie zum Glauben an ihn finden, wenn sie nie von ihm gehört haben? Und wie können sie von ihm hören, wenn ihnen niemand Gottes Botschaft verkündet? Wie kann das sein? Darum müssen wir fit sein, indem wir unsere Geschichte erzählen. Und wir eine Beziehung haben und da drin hineingehen. Und das ist einer der wichtigsten Punkte. Und bei aller Nächstenliebe und bei allem Helfen und bei allen Flüchtlingen und bei allem Spenden und Zeug und Sachen, es kommt immer ein Augenblick, der kommt immer. Und der ist der, wo man dann sagt, da erzähle ich meine Story drin hinein. Das ist sie. Und jetzt möchte ich euch mal kurz erzählen, wie man das machen könnte.
Und wenn ihr in einer Small Group sind, bei uns in der GVC, dann können Sie, dass ihr das übt in der Small Group. Es kommt ein bisschen auf euren Leiter drauf an. Ich fände es recht cool und meine Small Group könnte sich schon warm anlegen. Oder? Weil jeder hat natürlich die Geschichte und jeder will da hin, oder? Und wir möchten unsere gute Geschichte erzählen. Das habe ich jetzt schon ein paar Mal gesagt. Etwa in 3 bis 5 Minuten, oder? Wir können das so sehen, zum Beispiel Johannes 9,11, da sehen wir es, oder? Ein Blinder wird gefragt, ja, was ist passiert? Ja, ich bin blind gewesen. Ja, und dann ist Jesus gekommen und hat einen Brei gemacht, hat mir auf die Augen gestrichen, gesagt, ich soll dort waschen. Aha, ja, und dann? Ja, jetzt sehe ich wieder. Aha, oder so, in diesem Stil können wir doch unsere Geschichte auch erzählen. So etwa, nicht ganz so schnell, oder? Aber ungefähr die Richtung, oder? Also, mein Leben vor Jesus, das ist so ein Titel. Und da könnt ihr euch mal überlegen, was beschreibt dich denn, bevor du Jesus kennengelernt hast? Oder was sind das für Begriffe, die ich dort brauchen will? Überleg dir das mal, schreib es vielleicht auf, dass du dann die Sachen auch parat hast, wenn du es sagen willst, oder? Vielleicht bist du irgendwo aufgewachsen und hast dann das und das und das gesucht und hast dann Jesus gefunden. Vielleicht bist du aber auch aus einer christlichen Familie rausgekommen. Vielleicht kannst du dort aufschreiben, ja, ich bin aus einer christlichen Familie, aber ich habe mir die und die Fragen gestellt. Das ist auch möglich, oder? Und dachte, ja, wo ist denn der Gott? Und so. Und ich meine, ich bin in einer christlichen Familie aufgewachsen. Ich kann euch sagen, ich bin da ein bisschen, ihr wisst das, der Hannes hat mich da verraten, ein kleiner Kiffer hat er gesagt. Ich würde sogar sagen, mittel bis gross, aber lassen wir das, oder? Aber das würde eigentlich mein Leben beschreiben, oder? Leben geniessen von Jesus, mit Kiffen hängen, dürfen fahren, einfach Motorrad, das war ein grosser Begriff. Und ich bin ja christlich aufgewachsen. Und das in den 80er Jahren. Also was habe ich gehabt? Ich hatte ganz sicher Angst vor der Hölle. Weil das war das, was man bei uns in der Kirche predigt hat. Und das habe ich gehört von so bis Teenager. Und ich hatte einfach Angst vor dem, oder? Und bin eigentlich mein Leben lang auf der Suche gewesen. Ich habe schon gewusst, dass der Jesus sein könnte, oder? Aber, nein, also, das müssen wir nicht, oder? Und so kannst du dein Leben von Jesus mal aufschreiben. Mal schreiben, was charakterisiert das, wie war das vorher? Und das ist der erste Teil von 3 von deiner Geschichte. Und dann irgendwann in deiner Geschichte, sonst wirst du vielleicht jetzt nicht da sein, ist ja dir Jesus begegnet. Ich weiß nicht wie, aber irgendwann, irgendwo hat er dich gefunden oder du hast das Gefühl, du hast ihn gefunden, wie auch immer. Und dann frag dich und schreib auf, was ist denn passiert? Wer hat denn dir von Jesus erzählt? Oder dich eingeladen? Was hast denn du gemacht? Ich meine, ich habe so eine coole Story, oder, wo einer von der Polizei flüchtet und dann rennt er gerade in einen Gottesdienst rein und dann hockt er dort. Ich meine, das ist eine coole Story, ist jetzt nicht meine, aber ich finde es cool. Oder? Was hat er gemacht? Er ist geflüchtet von der Polizei und so weiter. Oder was hat denn das ausgemacht, wo du dem Jesus begegnet bist? Was ist passiert? Wie hat sich das angefühlt? Das schreibst du mal auf und dann hast du ein bisschen einen Ansatz, oder? Und warum weißt du, dass das kein Zeichen ist? Was war denn gewesen? Dass du das nicht einfach eingebildet hast? Und das schreiben wir uns auf in unserer Geschichte, oder? Und da kann ich sagen, von mir her, ich kann sagen, schau mal, und ich bin auf der Suche nach dem Himmel, oder? Und ich hatte einen schweren Autounfall gehabt und ich bin unverletzt ausgestiegen, 2 Totalschadenautos und ich stehe dort und denke, wow, oder? Und dann irgendwie später kommt mein Bruder mit einem Traktat, Himmel, Hölle natürlich, oder? Wie es damals so war, oder? Und dann habe ich gemerkt, ja, jetzt hätte ich mein Leben verloren und Gott hat mir ein neues geschenkt. Ich weiß auch nicht, das ist der Heilige Geist, der mir das so gesagt hat. Und dann bin ich auf die Knie gegangen und ich habe gesagt, Jesus, jetzt ab heute will ich mit dir leben. Das ist der Augenblick, wo Jesus in mein Leben gekommen ist. Ganz kurz, in einer Minute erzählt. Und jetzt mein Leben nach Jesus. Vorher die Begegnung, die Umkehr, die Erkenntnis, was auch immer, oder? Was ist jetzt? Was ist denn jetzt mit dem Leben? Und so gibt es in dieser Geschichte einen 3. Teil, wo man hingehen können und sagen, hey, nachdem du Jesus begegnet bist, was ist denn heute konkret anders als damals? Überleg dir das einmal. Was ist denn jetzt eigentlich passiert und warum? Und wie hat mich der Glaube geprägt? Wie hat mich der Glaube verändert? Und wisst ihr, wenn du über das Gedanken machst und schon so langgläubig bist wie ich, dann bist du einfach dankbar. Weil irgendwann in deinem Leben überlegst du, wenn ich da den Unfall nicht gehabt hätte, wenn ich da das Traktätchen nicht bekommen hätte, dann wäre ich in die Richtung gegangen. Und ich bin aber in die Richtung gegangen. Und wenn das in diesem Teil cool rauskommt, dann ist das eine rechte Werbebotschaft, sage ich einmal. Oder?
Da kannst du dich fragen, hey, welche Gedanken, welche Themen, welche Gefühle sind denn da gewesen? Oder hat Jesus für mich gehabt? Oder wie hat dein Leben nachher ausgesehen? Und was ist, wenn die Gefühle wieder aufkommen? Was machst du denn? Ja, Jesus hilft mir immer wieder im Gebet und so weiter. Bei mir war es so, ich habe dann mal eine Kirche gesucht. Oder? Ich habe einfach in ganz Winter den coolsten Pastor gesucht. Beim Hannes Wirth bin ich dann gelandet. Dann habe ich gemerkt, hey, der kleine Kiffer, oder? Der hat dann ein Anliegen plötzlich entwickelt. Oder der Heilige Geist in mir hat das entwickelt für die Leute am Rand. Und habe dann im Bet Shalom einmal kalte Entzüge miterlebt und bin wach gewesen und über dem Wochenende dort gehängt und so weiter. Dann bin ich im Quellenhof Haarschneiden und so weiter. Dann haben die Leute plötzlich gesagt, Elias, du bist viel fairer. Die einen sind mit mir in die Ferien, oder? Mega cool. Und dann sagt er, Elias, seit wann schaust du für andere? Weißt du, so, oder? Also wir sind ja unter Kollegen einmal ehrlich gewesen, oder? Wie kann ich immer nur für mich schauen? Und dann kommt der und sagt, wieso kaufst du Gipfel für alle? Komme ich nicht raus. Normalerweise kaufst du nie Gipfel für irgendjemand anderen am Morgen, oder? Nur für dich. Und denkst du ja selber die Schuld, wenn du keins hast, oder? Ja. Und da hat mich der verändert, der Jesus, oder? Ich bin mitfühlend geworden. Und, ich meine, ich habe sehr viel Geld verdient mit Liguma. Das war ein Multilevel-Marketing-System. Und den habe ich weggenommen und das habe ich hergeklebt. New Life in Jesus. Müsst ihr euch vorstellen, ein Anthrazit-schwarzer Uno Turbo mit ganz coolen Felgen, ein bisschen tiefer Fahrwerk, Remus-Auspuff, tönt rundum, oder? Tief schwarz und so weiter. Und hinten ein gelber Kleber. New Life in Jesus. Oder? Ich habe ihn dann wieder weggenommen, wo mir irgendjemand gesagt hat, dann musst du auch anders Auto fahren. Ich dachte, ja gut, das passt noch nicht so, oder? Und, ich habe bis heute noch keinen dran, aber ich arbeite auch dran. Ja, Gott hat noch Potenzial bei mir, oder? Und das darf in deiner Geschichte auch rauskommen. Dass du Zweifel hast und dass da noch nicht alles einfach, oh, und jetzt ist alles gut und ich gehe in den Himmel und ich habe ein Problem. Nein, habe ich kein. Seit ich Jesus gibt es überhaupt kein Problem in meiner Nähe. Nein, das ist gelogen. Also wenn es für dich stimmt, ist ja schön. Aber in den allermeisten Fällen gibt es eben ganz viele Herausforderungen. Und das ist ganz wichtig, dass es in dieser Geschichte auch überkommt. So wird es authentisch. Gut. Also ihr merkt, ein paar Gedanken zu wie war es vorher, dann die krasse Begegnung, was ist passiert, was ist abgelaufen, mit wo Jesus in mein Leben kam, ist ein dritter Punkt, wo man könnte sagen, hey, und jetzt ist das Leben so und so anders. Genau. Und hey, schreibt doch das auf. Schreibt es mal auf. Und es muss ja nicht immer die Übergabe sein, es kann auch eine Gebetserhörung sein, je nachdem, es können ja mehrere Geschichten sein, wo du auf Lager hast. Hey, letztens waren wir in Lappland. Dann haben wir dort Leute getroffen, die ich noch nie gesehen habe vorher. Und die sind so ein bisschen abgelöscht im Glauben und Zeug und Sachen. Ja, Gott gehört kein Gebet. Ha! Dann habe ich meine Gebetsstory gezückt, oder? Weil ich bin ja parat. Dann habe ich dort etwas so in diese Richtung erzählen. Und sie haben das gehört. Und sie können einfach nicht mehr sagen, Gott hört kein Gebet. Immer bei mir stimmt es nicht. Oder? Das ist so ein bisschen so ein Säumchen, das ich mit dieser Story 3 Minuten sagen konnte. Gut. Das habt ihr alle begriffen, das könnt ihr alle üben daheim, das sind jetzt eure Hausaufgaben. Nehmt es voll easy, aber es ist natürlich schon so, dass man bereit sein sollte, wenn man schon vom Evangelisieren, von Evangelisation und entfesseltem Evangelium redet. Jetzt noch ein paar Tipps. Und da geht als erstes meine Entschuldigung für meine letzte Predigt. Die hat scheinbar 49 Minuten gedauert. Ich habe es noch gedacht, da vorne schon angefangen zu schlafen. Aber hey, und jetzt muss ich schauen, schaut, da hat es eine App da. Zeigt genau an, wie lange ich schon predige. Aber das hätte man auch jemand vorher sagen können. Aber 28 Minuten, also ich habe noch ein paar Minuten von dem her. So kriege ich das hin. Ja, komm, messen. Gut. Auf jeden Fall sorry für das. Wiederum heisst das, haltet euch kurz mit eurer Story, oder? Wenn sie dann einschlafen und dann aus dem 3. Stock runterfallen, dann müssen sie es wieder zum Leben erwecken, wie der Paulus, oder? Das wäre cool, aber das habe ich seit der Apostelgeschichte nicht mehr erlebt. Also schon gar, ja, genau. Und eben sind authentisch, es dürfen Fragen sein. Oder ich habe das letzte Mal gesagt, wenn ich predigt habe, ich habe eine Elias-Predigt. Oder? Und das ist eine Elias-Predigt, die ist so, wie sie jetzt gerade ist. Aber das gehören nicht alle. Die brauchen genau deine Predigt. Oder? Pünktli, dein Name Predigt. Das brauchen die Leute. Und darum darf deine Zweifel und deine Unvollkommenheit und all das darf drin sein in diesen Geschichten. Das ist ein wichtiger Tipp. Und dann achte bitte auf deine Sprache.
Wenn du vielleicht von Gebet redest, oder, hat der andere gar keine Ahnung oder ganz ein anderes Bild, oder, von Gebet. Der denkt dann, es ist katholisch und ich muss dann knündeln und bin da so. Oder hat irgendeine Art von Gebet. Oder? Wenn er buddhistisch ist, dann hat er die Gebetsdinge, die er trüllt und so. Vielleicht erklärst du das, ich habe geredet mit Gott. Oder irgendwas, dass man solche Wörter kann erklären, dass man sprachfähig werden, dass das kann so erzählt werden, dass auch einer draus kommt. Wenn man, Gott hat zu mir geredet beim Spazieren, ja was? Also was ist Jesus oder ist Gott dort durchgelaufen oder wie ist denn das gegangen? Hast du eine Stimme gehört? Und so weiter, oder? Dass man das ein bisschen klarer definieren könnte. Oder was das heisst, wenn Gott einem begegnet. Oder was das für dich geheißen hat. Das sind so Tipps, oder? Kurz und bündig, achten auf die Sprache und auch, dass es ehrlich und authentisch ist. Genau. Und jetzt noch 5 Minuten. Wenn du jemandem deine Geschichte erzählt hast, dann kann es sein, dass der vielleicht mehr wissen will. Dass der sagt, hey, das will ich auch. Also weißt du, so einen Augenblick, ich bin schon lange auf dieser Suche nach dieser Wahrheit, wo du da davon geredet hast. Was muss ich jetzt machen? Und das ist dann der Schritt 2. Also Schritt 1 ist deine Geschichte, Schritt 2 ist einfach das Evangelium erklären. Und da gibt es im Fall sensationelle Möglichkeiten. Geht auf YouTube und schaut mal Evangelium erklären. Da kommen so viele gute Filme, wenn ihr das Evangelium, dass Jesus Christus für uns am Kreuz gestorben ist und so weiter, dass das erklärt wird. Da gibt es die 3 Kreise, dann gibt es die 4, oder so mit dem Plus-Minus-Durchmal. Und die da. Dann gibt es da das mit dem Kreuz, was so ein Graben, Gott, ich, Kreuz da, oder? Da kann man solche Zeichnungen machen. Man kann von der Römerstraße reden. Da kann man wirklich, also ich bin mega Fan von deren, aber das ist ein bisschen eine Ansichtssache, oder? Oder es gibt Alpha Life im Buchformat. Stellt euch mal vor, der ganze Alpha Life Buch in einem wirklich mannenfreundlichen, dünnen Büchlein. Oder? Und das könnt ihr mit denen durchgehen und könnt das anschauen. Oder kannst du es für dich mal anschauen, damit du checkst, aha, ich könnte das so sagen oder so. Ich meine, einem Hockey-Fan erklären, was stellvertretende Schuld ist, ist so einfach, wenn du weißt, dass wenn der Goalie, wenn der Giannoni ein Foul macht, oder? Dann muss ein Spieler raus und die Straße abhocken. Ich meine, das einfachste Evangelium erklärt einem Hockey-Fan, oder? Genau. Und so Sachen. Auf YouTube findest du das alles und bei Alpha Life. Und geht dort schauen und wir nehmen uns wirklich Zeit. Machen ganze Kurs zum besseren Köch werden und zum besseren, Hausmannen, Autofahrer, Schleuderkurs, Zeug und Sachen. Aber hey, nehmen wir uns mal nachbeglang Google-Zeit, oder? Und schauen mal, was für Filme gibt es und schauen die Filme zu Ende. Dass wir eben dann fit sind. Wenn dann jemand sagt, hey, also das interessiert mich, ja, wie geht denn das da mit dem Jesus? Dann kannst du sagen, hey, ja, hast du noch ein Blatt Papier? Ich zeige es gerne auf. Und vielleicht lernst du ja die Verslein auswendig, die dazugehören. Aber ja, hey, kein Druck, gell? Ihr wisst es, ich erzähle es einfach. Jetzt hat Kirche verschiedene Aufgaben. Das ist noch ein letzter, so ein Schluss. Nochmal, ich habe noch 2 Minuten. Jetzt kann ich es genau sagen. Ich sage es jetzt nicht mehr, sonst wird es langweilig. Hey, Kirche hat eine Aufgabe. Kirche hat eine Aufgabe. Warum bist du da? Zum Helfen, für Seelsorge zu üben, zum Gemeinschaft zu pflegen, zum zu lehren, dass wir da zusammen sind, etwas lernen können, zum zusammen beten. Wir haben ein Gebetsteam, das beten tut, zum aufzurichten, Menschen, die am Boden sind, aufzurichten und drauf zu gehen, für Menschen da zu sein. Kirche hat einen Auftrag, um die Jugend zu prägen, um die Jugend das Evangelium schön mitzubringen, von den Kindern her bis zu den Großen. Die Kirche hat einen Auftrag, alle, aber jeden den Hintersten und Letzten willkommen zu heißen. Das ist unser Job als Kirche. Und da sind wir gut drin als GVC. Da sind wir wirklich gar nicht schlecht. Und wir haben uns auch da das so als Wert in unser Programm aufgenommen von der Kirche. Das heisst sammeln, Leute zusammenbringen, Leute in die Gemeinschaft bringen, Leute aufzurichten und stärken. Sammeln und stärken. Das ist etwas, was uns als Kirche mega wichtig ist. Wir können jetzt 10 Punkte nehmen, wir haben 3 gemacht. Sammeln, Leute willkommen heißen, hier zusammenzunehmen, zu lehren, aufzurichten, Seelsorge zu üben, zu beraten, zu helfen oder zu motivieren und so weiter. Das ist dann das Stärken. Und das sind so wichtige Aufgaben, die die Kirche hat. Und wir sind gut drin. Wenn ihr Gäste da sind, unser Welcome-Team hat euch heute gesagt und vielleicht sogar der Parkdienst schon draussen angelächelt und so weiter. Da sind wir gut drin. Und wir haben ein Seelsorgeteam, wir haben ein Gebetsteam, wir sind so gut drin. Und das alles funktioniert nur, wenn
wir alle mitmachen. Wenn wir alle mitmachen. Und genauso hat Kirche noch einen dritten Punkt. Und das ist das Senden. Wenn du da dazugehörst, wenn du Heimat gefunden hast in dieser Kirche, gesammelt bist quasi, oder? So ein bisschen, oder? Und gestärkt worden bist, durch all die Sachen, die du durchgehst, von der Small Group, von der Passion Group, von allem, und du dich wohlfühlst und es geht dir gut, dann come on. Nehmen wir doch den dritten Teil von unseren Werten oder von unseren Aufträgen, die wir haben als GVC auch wahr. Und lasst uns senden. Und ich sage nicht einmal, wir treffen uns alle in Uster am Bahnhof am Viertel ab, oder? Und dann, sondern du auf deine Art. Und da frage ich dich, hey, machst du mit? Lass dich da herausfordern, deine Geschichte parat zu haben, da mit Segnen durchzugehen und zu sagen, jawohl, ich gehe den Weg, ich will auch da rein das Beste geben. Nicht nur im Sammeln und im Stärken und im Miteinander, in der Gemeinschaft, was enorm wichtig ist und ich gar nicht kann gegeneinander abwägen, oder? Das ist alles gleich wichtig. Aber beim Senden möchte ich euch nochmal herzlich einladen, mitzumachen. Gerade jetzt mit dieser Serie im entfesselten Evangelium, dass wir da sagen können, ja Jesus, da bin ich. Und meine Geschichte gebe ich zu dir zur Verfügung. Wir geben unser Hab und Gut, um den Leuten helfen, zum Zeit verbringen, zu ihnen Seelsorge machen, Gespräche führen, alles, oder? Und ich frage dich, hey, willst du auch deine Geschichte mit Gott einsetzen, für das Menschen zum Glauben kommen? Willst du deine Zeit einsetzen mit gutem Essen? Ich meine, einfacher geht es ja nicht. Deine Zeit einsetzen im Gebet für die Menschen, die Jesus noch nicht kennen. Ich habe mich entschlossen, mit einem wieder angefangen. Und so frage ich euch, schlägt ihr ein mit Jesus? Er will dich brauchen und mit dir in ein Abenteuer einsteigen. Neue Leute kennenlernen. Leute, ich meine, das Beste, was dir passieren kann, ist, wenn du irgendwann... Und ich mag mich noch erinnern, das letzte Mal sind wir da hinten in dem Räumchen gehockt, wo jemand sein Leben Jesus gegeben hat. Und ich durfte mitbeten, so voraus, oder? So einen Satz und den nächsten. Und ich bin rausgeflogen. Weil das ist das Beflügeln vom Glauben. Wenn wir miterleben können, wie Menschen zum Glauben kommen. Wenn wir Zeugen sein nach unserer Art, nach deiner Art. Und da ladet dich Jesus ein und sagt, hey komm, gehen wir miteinander raus. Gehen wir miteinander zu den Menschen. Erzählen ihnen unsere Geschichte. Danke, Jesus, dass du da bist und mit uns bist, gerade auf diesem Weg. Und ich danke dir, dass du uns die Aufträge, die wichtigen Aufträge gegeben hast, vom Stärken und vom Sammeln von Menschen. Und das ziehen wir durch, Jesus. Danke dir dafür. Und du siehst den Auftrag vom Senden, der jetzt halt einfach auch das Thema ist in dieser Serie. Und ich danke dir, dass du jeden da rein einladest, mit seiner Geschichte, mit seiner Art und Weise, können ein Zeuge sein von dir. Nicht ein Theologe, der muss irgendetwas verteidigen oder so, sondern einfach Zeuge sein. Hey, bei mir war es so und so gewesen. Und da danke ich dir, Jesus, dass du mit uns dann auch kommst und wir so dich erleben können in unserem Alltag, in unserem Leben hinein. Wir deine Zeuge sind. Amen.